Radio im besten Alter. Interessantes, Aktuelles, Nostalgisches und Kulturelles. Mittagspause. Die Sendung von und mit Christine Nestler. In der heutigen Sendung Mittagspause begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich. Danke für Ihre Einschaltung und meine heutigen Studiogäste Martin Jakel-Kobeczny und Charlie Nowotny. Er hat das so gewünscht, dass ich das sage. Ist es so korrekt, Herr Nowotny? Wunderbar. Also bitte sehr. Beinahe besser wie Heinz Konrad. Dann kann schon gar nichts mehr schiefgehen in der heutigen Sendung und wir starten gleich mit einem Lied. Den ersten Titel, den wir hören, Ich bleib heut im Bett. Ich bleib heut im Bett, dreh mich heute nicht, ich bleib heute zaus. Ich hab heut keine Lust, mich packt heut der Frust, ich geh heut nicht raus. Lasst's mich, ja bitte lasst's mir einfach in Ruhe, weil ich heut nix anderes zusammenbring, aber dabei bleib ich stur. Mir geht's heute schlecht, es geht nicht wie ich möcht, habt's mir alle gern. Ich hab heut so einen Druck und merk, es geht noch zurück, mir ist heut zum Rennen. Lasst's mich, ja bitte lasst's mir einfach in Ruhe, weil ich heut nix anderes zusammenbring, aber dabei bleib ich stur. Mach die Augen zu, wie ein kleiner Bub, will ich mich verkrallen. Ihr wollt mit mir reden, um mir zur Seite stehen, doch ich will's nicht gern. Ja, lasst's mich, ja bitte lasst's mir einfach in Ruhe, weil ich heut nichts anderes zusammenbring, aber dabei bleib ich stur. Ja, lasst's mich, ja bitte lasst's mir einfach in Ruhe, weil ich heut nichts anderes zusammenbring, aber dabei bleib ich stur. Für diesen Titel verantwortlich ist Martin Jakel-Kobeczny. Das ist richtig, genau. Ja, und ich darf Martin sagen, was für mich die Sendung wesentlich vereinfacht. Und ja, also wie kommt man auf so einen Titel oder beziehungsweise Text? Ja, wie bin ich auf den Titel gekommen? Ich bleib heut im Bett. Es geht mir einfach oft so, dass ich gern im Bett bleiben dadert. Und es ist irgendwie habe ich mit dem Lied irgendwie versucht auszudrücken, dass es mir relativ oft auf die Nerven geht, wenn ich so durch die Welt gehe und merke, es sollte alles nur schneller und nur besser und nur größer und mehr Leistung in weniger Zeit und so weiter. Und macht die ganze Familie Jakel-Kobeczny dann im Bett am Montag? Keiner geht in die Schule, keiner geht in die Arbeit. Martin bleibt da daheim und die haben eine Gaude. Und alle ziehen sich die Decken über den Schädel. Wo kommen wir denn da hin? Also, wie bist denn da heute hergekommen ins Studio? Wie war denn das? Ja, heute nicht mit dem Rollwagerl und auch nicht mit dem Krankenhausbett auf Rollen. Ich hab's dann doch geschafft irgendwie mit die Viers daher. Ich weiß nicht. Es ist doch oft so, dass man irgendwann nicht mehr kann und krank wird und dann liegt man sowieso im Bett. Und dann denke ich mir, es ist doch gescheiter, man nimmt sich ab und zu bewusster Auszeit und genießt die auch. Und ein bisschen geht's darum in dem Lied. Und es geht auch darum, dass es auch total okay ist, dass es an manchen Tagen total scheiße geht. Kann man das so im Radio sagen? Sowieso kann man das sagen. Ansonsten sage ich jetzt einfach, dass es einem total schlecht geht.
Und dass das auch sein darf. Es muss nicht immer nur gut gehen. Und es muss nicht immer alles happy sein. Soweit die Erläuterungen zum Eingangstitel. Also, Charlie, wie ist es bei dir heute gewesen? Mit dem Aufstehen? Naja, bis dem Herkommen, Das war ganz Mittagspause. einfach. Ich habe unsere Kind in die Schule gebracht und damit muss ich um 6 in der Früh aufstehen. Und das ist mir heute relativ einfach gelungen, weil ich gestern schon früh schlafen gegangen bin. So ein Braver. Eine Ausnahmeerscheinung. Charlie, du warst einmal schon bei uns in der Sendung Mittagspause zu Gast. Damals war, glaube ich, dein Auftritt im Rampenlichttheater. Das war vor circa einem Jahr oder ein bisschen länger. Wie ist das seither gegangen? Was hast du alles unternommen? Welche Projekte? Reiß einmal nur kurz an. Fällt da alles ein? Viel passiert. Ja? Erstens haben wir 2 Musik gestartet, voriges Jahr. Also richtig öffentlich aufzutreten nämlich. Seitdem haben wir ungefähr, schätze mal, 30 bis 40 Auftritte gemacht. In verschiedensten Locations, wie das so schön heißt. In Kaffeehäusern, Pizzerien. Wo haben wir noch gespielt, Martin? Im Theater, Rampenlichttheater. Im Rampenlichttheater. Wie würdet ihr die Art eurer Darbietungen beschreiben fürs Publikum? Weil irgendwo denke ich, wenn uns jemand zuhört, ja, die möchte ja auch hören und sehen, was kommt denn da auf mich zu? Martin, wie ist das? Auf jeden Fall würde ich meinen, das ist ein sehr intimes Programm und irgendwie sehr publikumsnah. Also im Normalfall haben wir nicht vielleicht maximal 1,5 Meter Abstand zum ersten Gast. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also wir spielen auch viel in ganz kleinen, intimen Räumlichkeiten und es passiert da oft sehr viel, sehr spontan. Also wer dann auf welchem Instrument spielt, ob der Charlie Klavier spielt oder ich, ob er die Gitarre in die Hand nimmt oder ich, wer von uns beiden Akkordeon spielt, ob wir vielleicht noch ein Glockenspiel dazu nehmen oder Gesangsteil einbauen, wo das Publikum auf einmal mitsingen darf. Es ist für Überraschungen gesorgt. Auf jeden Fall. Wer zeichnet auch denn? für uns. Ja, wirklich wahr. Ja. Kommen oft, also so Seltsamste Inspirationen. Anfragen. Wirklich wahr. Letztes Mal haben wir ein bisschen ein Wienerlied intonieren, spontan. Oh. Von einer älteren Dame, die sehr nett war. Ja, und welches habt ihr denn gewählt? Das musst du jetzt sagen, weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben, glaube ich, gesungen dann von Pieren und Knapp, Da schau. Tröpfelboot. Wobei das jetzt kein klassisches Wienerlied ist, aber es ist auf jeden Fall Und es ist gelungen. gut angekommen. Ja, und gut sie hat sich angekommen. gewünscht, ein Bussi aufs Bauch hin, das hat sie auch bekommen. Na, Ja, dafür ist immer der Charlie zuständig. Ich bin der Küsserkönig. Er ist der Küsserkönig. von Farmusik. Ihr schreibt und textet selbst. Unter anderem, ja, immer mehr. Also gestartet sind wir eigentlich mit einem Programm von Liedern, die also quer durch verschiedene Genres gegangen sind. Das waren teilweise alte Tonfilmschlager, teilweise alte Wiener Lieder. So haben wir uns eigentlich gefunden, auch übers Wiener Lied. So sind wir überhaupt zusammengekommen. Soll vielleicht mal dazu sagen, dass wir beide Musiktherapeuten sind. Das wollte ich eingangs So ja ist schon es, sagen, so ist aber es. wir haben einen Schwenk gemacht in die andere Richtung. Aber die Therapie wäre sicher noch irgendwo nachzuholen. Ja, ihr seid Musiktherapeuten. Ne? Wir sind Musiktherapeuten. Zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir beide im alten Bereich gearbeitet. Beide in der gleichen Firma. Und haben uns eigentlich über die Firma kennengelernt, gar nicht über die Musiktherapie selber. Ursprünglich Kollegen, Genau. Fachkollegen. Und im alten Bereich ist es doch üblich als Musiktherapeut, dass man sehr viel altes Liedgut, was die Menschen einfach geprägt hat in ihrer Jugend, mit den Leuten singt oder für sie singt. Das heißt, ihr habt das Lied gut kennengelernt und habt lieben da was gelernt. und lieben gelernt. Und irgendwann haben wir uns gedacht, Kann man das so sagen? das, was wir da die ganze Super. Zeit machen, das Ist machen eine wir. Fortführung davon. Zwei Musik ist eine Fortführung, genau. Treffen wir uns einmal und machen wir das einfach nur für uns. Genau. Nicht für andere, sondern Genau. nur für uns. Und ich kenne das ja auch von anderen Musiker, ja, und auch von uns, wenn wir so plädeln. Es entstehen dann oft zu gewissen Liedern so Reservetexte. Wie war das bei euch? Wie kam es dann so quasi Eigenkompositionen einmal? Hat man die schon in der Tischlade oder wie habt ihr euch gegenseitig inspiriert oder wie inspiriert sie euch überhaupt auch jetzt? Also ganz am Anfang haben wir einfach angefangen zum Spülen. Genau. Und dann haben wir uns mit Worten gespielt und dann mit Tönen und immer wieder hin und her. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, jetzt machen wir mal ein eigenes Lied. Und ich weiß aber ehrlich gar nicht mehr, was das erste Lied von uns war. Unser eigenes nämlich. Das war es jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir die Lieder nicht gemeinsam schreiben, sondern dann eigentlich doch jeder für sich.
und dann wieder zur nächsten Probe mitbringt und dem anderen vorstellt und dann meistens sind wir dann beide hellauf begeistert. Das stelle ich mir ja spannend vor, nicht? So quasi, ihr trefft euch und dann sagt, ich hab was, ne? Ja, so, genau. Vor allem das Spannendste daran ist, da hab ich was. dass man beide Musiktherapeuten sind ja die verschiedensten Instrumente nicht kennen, aber kennen können. Ein bisschen können. Und jetzt wissen wir dann oft nicht, was für Instrument nehmen wir jetzt dafür das Lied. Genau, Was das ist das, spielst ihr für Instrumente alle? Also, Sagst du? oder traut euch zu spielen oder wie immer? Ja, also ich komme ursprünglich vom Klavier, das ist das, was ich wirklich gelernt habe. Im alten Bereich habe ich das Akkordeon dann autodidaktisch gelernt, weil es einfach angeboten hat. Gitarre, sage ich mal, Basics, absolute Basics und verschiedene Percussion-Instrumente, aber auch eher hobbymäßig. Ja, und ganz, ganz originell das Glockenspiel. Ganz originelles Glockenspiel, ja. Das Glockenspiel. Schau her. Und, Martin ist Meister am Kazoo-Solo. Kazoo-Solo. Welches Stück? Kazoo ist so ein... Ja, wir kennen das, ja. Das Stück ist Zum Beispiel die Wiener Trilogie. Wiener Trilogie. Aber das ist jetzt, muss man gleich dazu sagen, kein Stück von uns, sondern vom das Georg ist Danzer. ein Stück vom Georg Danzer, ein Lied, das eins meiner absoluten Lieblingslieder aus dem Genre des Austropop. Ja. Und das haben wir für 2 Musen natürlich adaptiert. Und erweitert um ein Kazoo-Solo. Um ein tolles Kazoo-Solo. Also jeder, der zu unserem Konzert kommt, wird dieses Kazoo-Solo hören. Die nächste Nummer, die jetzt Herz heißt, ich tue so gern gar nix. Ich tu so gern gar nix, aber das tut so gut. Das gar nix tun liegt mir seit jeher im Blut. Ich lieg und ich schau und beobacht genau und find, dass das nix tut. Befreien sein kann. Wir leben und streben und rennen herum. Das ewige Hetzen, das ist mir zu dumm. Ich mach lieber gar nix, aber das tue ich gern. Das ewige Müssen, ich kann's nimmer her. Das nix tun, das Brot bei uns viel zu wenig wert. Das hat mich schon damals als kleiner Bub gestört. Doch immer hat's geheißen, du musst ja was tun. Du musst ja was leisten. Du nicht so viel Mut. Aber ich sehe das anders. Weil wenn ich nix tue, dann tue ich sehr viel. So kommt mir das vor. Und so
so tue ich halt gar nix. Und sitz da und schau und wart, was beim nix tut. Alles passieren kann. Welche Instrumente hast du noch so im Bett? Also am liebsten spiele ich im Augenblick gerade Klavier und haben auch einen Flügel gekauft vor kurzem. Der steht bei uns im Wohnzimmer, verstört die ganze Gegend. Ich wollte gerade sagen, und wie viel Platz ist da jetzt? Nicht mehr viel, so kleine Gehwege rund ums Klavier. Aha. Und oben darf man was draufstellen hin und wieder? Man darf alles draufstellen. Alles. Ja, ja, Gut, okay. auch Blumentöpfe. Ich habe dazwischen nämlich noch so eine Zwischendecke eingezogen. Ja. Falls der Blumentopf fliegt mitsamt der Vasen oder sonst irgendwas. Also das heißt, du bist jetzt mit Klavier beschäftigt? Ja, ich beschäftige mich. Oder ganz einfach, auch. ja, das gefällt dir. Da spiele ich Schlagzeug, wie ihr gehört habt. Ja. Und eure Ziele interessieren mich natürlich auch. Das heißt, wie lange habt ihr euch jetzt in der Form des Duos? Ich habe vorher überlegt, wie du über Zwangsmusik und den Beginn von unseren Auftritten gesprochen hast. Also auftreten tun wir eben seit knapp einem Jahr, aber ich glaube, angefangen zum Proben haben wir ungefähr nochmal 1,5 Jahre vorher, würde ich sagen. Also 2,5 Jahre in Summe tun wir jetzt miteinander. Das stimmt. Ja. Und sicherlich red's auch öfter drüber, so quasi von der Stilrichtung her, wo wollen wir hin oder beziehungsweise was ist uns... Heiß diskutiertes Thema. Ja, wirklich wahr. Ein heißes Thema, kann man sagen. Gehen die Wogen hoch. Welche Instrumente? Also wir haben jetzt letztes Mal beschlossen, in kleinen Lokalen ist es einfach nicht günstig, Keyboard mitzunehmen, weil dann einfach kein Platz mehr ist. Jetzt haben wir beschlossen, in kleinen Lokalen machen wir kleine Besetzung, Gitarre, Akkordeon und diverse Rhythmusinstrumente. Und wenn wir in einem großen Raum, zum Beispiel wie dem Schmidt-Hansl in der Schulgasse spielen, da steht schon ein Klavier dort und dann nützen wir das natürlich auch. Genau, ja. Was war euch da lieber? Wann das Klavier schon dort steht oder? Mir war am liebsten, wenn alles schon dort steht, da brauche ich nichts hitzen und dann nichts mehr mitnehmen. Sehr gut. Also bequem. Genau. Genau, so ist es. Ja gut, wenn man um 6 in der Früh Oder wenn das Publikum sonst heimkommt, kann nur im Bett liegen bleiben. Genau. Aber ich überlege gerade noch, was ist irgendwie so ein Markenzeichen von Zwangsmusik? Was erwartet das Publikum, wenn wir auftreten? Also ich glaube, ein Markenzeichen ist auf jeden Fall unser eigentümliches oder dein eigentümliches Schlagzeug. Darf man das überhaupt jetzt verraten im Radio? Weil man hat es vorher schon gehört, aber gesehen hat man es ja nicht. Die Medien sind immer fürs Verraten gut. Also ein kleines Geheimnis werden wir lüften. Der Charlie spielt die Bassdrum, die Basstrommel, indem er mit einer Fußmaschine auf meinen Akkordeonkoffer draufschlägt. Der Arme hat schon mehrere Löcher und Bellen. Ist das unglaublich. Ich sehe es, und parallel wird nur ein Sizzleboard mit dem anderen Fuß gespielt, das dann die Snare Drum ersetzt, mehr oder weniger. Also das heißt, was passiert, wenn dieser Boden des Akkordeonkoffers durchschlagen wird? Was macht's dann? Dann habe ich eine gute Ausrede, um mir ein ganz neues Akkordeon zu kaufen. Und auf meine Kosten natürlich. Nein, ich meine, dass ich meine Familie, überzeugendes Argument, um meine Familie zu überzeugen, ne? Dass ich jetzt geschwind 2.000 € in die Hand nehmen muss, um mir eine gescheite Ziehharmonika zu kaufen. Das ist ein guter Plan. Also streng dich auch, Charlie. Okay, also, wie Sie hören, es gibt Pläne, in welcher Art auch immer, und sei es Akkordeonkoffer, Probleme oder Pläne. Wo geht's denn hin in nächster Zeit? Wo wollt's denn hin? Ja, wir würden schon gern auch in größeren Räumlichkeiten spielen. Heißt? Kulisse oder
diese ganzen Festivals, die es da gibt, Wiener Liedfestival, da wird man gerne mal eingeladen werden. Aber wir haben bis jetzt noch keine Agentin oder keinen Agenten, vielleicht übers Radio, vielleicht hört uns jemand und denkt sich mal, die zwei Burschen, die würde ich gern vertreten. Und aus diesem Grunde werden wir natürlich der recht Charlie viel grinst gerade, das muss ich jetzt übersetzen ja. ins Radio, wie ein frisch lackiertes Hutschpferd. Also wird uns jetzt ein Agent hören, damit er auch das Lächeln dazu sich vorstellen kann. Aber wenn man euch jetzt dazu hört, dann denke ich mir, ihr habt einige Titel ja mitgebracht. Wer sagt mir die alle an? Weil ihr seid die Erfinder oder beziehungsweise die Urheber dieser musikalischen Darbietungen. Eine hören wir ja live hier im Studio und da lautet der Titel. Der Titel lautet Die Liebe. Und ist von wem? Ist von mir, Also von Charlie. Lodner, ja. weil ich beschlossen habe, das Jahr 2013 und die nächstfolgenden Jahrzehnte, die ich noch leben darf, werden im Zeichen der Liebe stehen. Dann hören wir uns doch diesen Titel an. Die Liebe. Geht doch nicht, bist du jetzt gleich sagen, das ist doch einfach unmöglich. Und trotzdem, du bist es nicht klar, passiert sowas fast täglich, passiert sowas fast täglich. Hast du schon einmal probiert, auf den Mond, auf ihn zu kraxeln? Oder hast du schon einmal probiert, einen Killerball zu schnackseln? Das geht doch nicht, bist du jetzt gleich sagen, das ist doch einfach unmöglich. Und trotzdem, du bist es nicht klar, passiert sowas fast täglich, passiert sowas fast täglich. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, da passieren unglaubliche Sachen. Der Teil wird gleich ganz was Komisches auf, das ist da oben zum Lachen. Die Liebe ist ein freier Geist, sie kommt und geht, wie sie ihr passt. Und wenn sie kommt, dann nimmt sie an, wer weiß, ob's doch zu dir passt. Wer weiß, ob's doch zu dir passt. Hast du schon einmal probiert, einen Wettlauf mit einem Hosen? Oder hast du schon einmal probiert, eine Eisenkugel aufzublasen? Das geht doch nicht, bist du jetzt gleich sagen, das ist doch einfach unmöglich. Und trotzdem, du bist es nicht klar, passiert sowas fast täglich, passiert sowas fast täglich. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, da passieren unglaubliche Sachen. Der Zeit wird gleich ganz was Komisches auf, das ist dann oben zu tun. Die Liebe ist ein freier Geist, sie kommt und geht, wie es ihr passt. Und wenn sie kommt, dann nimmt sie an, wer weiß, ob's doch zu dir passt. Wer weiß, ob's doch zu dir passt. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, da passieren unglaubliche Sachen. Der Zeit wird gleich ganz was Komisches auf, das ist dann oben zu tun. Die Liebe ist ein freier Geist, sie kommt und geht, wie es ihr passt. Und wenn sie kommt, dann nimmt sie an, wer weiß, ob's doch zu dir passt. Wer weiß, ob's doch zu dir passt. Und wie immer, an dieser Stelle möchte ich auch zur administrativen Sache gleich mal eine Frage stellen. Wo kann man euch erreichen? Wo sind die nächsten Termine? Wo tretet ihr auf? Das interessiert natürlich immer. Klar, Ja, ihr habt das alles parat? natürlich. Also Sehr im schön. Augenblick sind wir gerade im Aufnehmen unserer ersten CD. Oh, super. Am 23. März in der Bierkanzlei, auch in Wien, auch um 20 Uhr.
Und eine Homepage haben wir noch ausständig. Da gibt es eine sehr nette. Genau. Ja. Die ist ganz einfach www.zwamusi.at. Noch einmal. www.zwamusi.at. Zwa, Zeppelin, Wilhelm, Anton, Musi.at. Sehr schön. Und ich nehme an, sie ist aktuell und da kann man reinschauen, wo Da ihr stehen immer die aktuellen Konzerttermine. ja. Und kann man Auf auch, Facebook gibt's uns übrigens auch. gibt's uns auch, www.facebook.com/zwamusi. Und auf YouTube gibt's jede Menge unserer schönen Auftritte. Es gibt keine Ausreden mehr, diese zwei ganz tollen Musiker kennenzulernen. Auch wenn der Herr Nowotny lacht, es ist ernst gemeint von mir. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr heute meine Studiogäste wart. Und ich hoffe auf ein Wiederhören und dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls viel Spaß mit der heutigen Sendung gehabt habt. Danke fürs Zuhören. Wir bedanken uns auch. Wir bedanken uns fürs Kommen. Ja. Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Auch im Kabel auf 92,7.